mich waren Mykonos die Aperol Sprites Ferien, ja. Aperol Sprites. Aperol Sprites. Ja. Aber du musst so. Ich nehme auch gerne ein Aperol Sprites. Ey, es stinkt hier drin nach Scheiße. Du musst es nicht. Ja, okay, was ich sagen wollte vorher, Mykonos waren meine Aperol Sprites Ferien und meine Drink Ferien so ein bisschen. Ich habe nie im Leben, ich war halt immer so, ihr müsst wissen, wenn man so Techno feiert, dann ist man immer so, ja, ich feiere Techno, ich trinke nur Bier und Wein, nehme keine Drinks, weißt du, ich meine. Ich bin so alternativ und so. Aber deshalb waren Mykonos so meine Drinkferien. Ich habe vorher nie wirklich Drinks getrunken. Aber weißt du, wieso man auf Mykonos Drinks trinken muss? Wieso? Weil mit Bier dauert es uns zu lange. Ja, true. Am ersten Abend geht's noch, aber am anderen Abend wird es schwieriger. Ja, aber Mykonos war meine Espresso Martini und Aperol Sprites Ferien. Aber hattest du nie so etwas nicht gerne und dann hast du es durch irgendetwas gerne bekommen? Espresso Martini. Aber ich davor noch nie getrunken. Aber warte, lass mich kurz überlegen. Lasse dich überlegen. Trüffel! Ich hab Trüffel davor nicht mögen, aber auf Mykonos ist alles Stimmt, Trüffel. das war deine Trüffelferien. Es war meine Trüffelferien, ich liebe Trüffel jetzt. POV, du bist Influencer. Ja, das war meine Trüffelfan. Und jetzt ohne Trüffel kann ich nichts mehr essen. Nee, alles mit Trüffel, bitte mit Trüffel. Digga, wie der Aperol Sprites ausspricht, ich dreh durch. Nee. Ich kann jetzt nicht stoned. Willst du die Geschichte erzählen zu Aperol Sprites? Ja, gerne. Okay. Der ist schon öffentlich. Leider hat TikTok gepostet mit 1 Million Klicks. Ja, aber wieso das Aperol Sprites heißt? Weißt du noch wieso? Mark Eggers das so bestellt hat. Weil wir waren am Bestellen und ihr müsst wissen, wenn jemand nicht Englisch kann, dann kann Mark Eggers nicht Englisch. Adi. Und dann kam der Kellner und der so, yeah, 6 Aperol Sprites. Und seit dann sagen wir einfach Aperol Sprites. Ja, die Kellnerin so, you mean Aperol. Aperol Die Kellnerin auf Englisch, so. You mean Aperol Spritz? No, Aperol Sprites. Yeah, Sprites. Aperol Sprites. Und dann, are you one with Sprite? No. Das ist eine gute Story. Ja, das war die Story vom Ganzen. Aber sag jetzt stinkt es wirklich. Ja, es stinkt wirklich. Wie war für dich die Dienstreise? Die Dienstreise, die hat Leute zusammengebracht. Punkt. Gut. Für mich war die Dienstreise ein Erlebnis der extravaganten Art. Ein Erlebnis, das ich so schnell nicht mehr vergessen werde. Vor allem mein Bankkonto. Ja, das stimmt. Ich muss ganz kurz die Story erzählen zu Mykonos, weil, Digga, ich werde Real Talk, ich glaube, wir werden beide, seit wir auf Mykonos waren, wirklich so oft angesprochen. Wie war Mykonos? Jedes Mal, wenn wir noch ein Foto gefragt werden oder so. Also es ist wirklich krass, wie viel, wir waren ja, ich glaube, wir waren jetzt auf Mykonos nicht mal so krass, die so fett im Vordergrund waren, weißt du, wie ich meine? Nee. Wir waren in allen Videos dabei, so, aber es gab niemand, ich glaube, es gab nicht so einen Ron wie vom letzten Mal. Ron war ja das letzte Mal so voll, der war da und bei allen Vlogs zuvorderst, aber diesmal gab es niemand, der so voll bei allen so im Vordergrund stand, weißt du, ich meine? So, Nico hat sein Ding gemacht, wir haben unser Ding gemacht. Ja, stimmt, das war sehr aufgeteilt. Amar hat sein Ding gemacht. Ich habe mich gut mit den Mädels verstanden, weil das wer gefragt hat. Wirklich. Ja, was ist deine Meinung zu Selina? Gerade überlegt. Selina, sehr, sehr nett. Deine? Ja, wirklich. Nee. Selina und Trimax, die waren schon gute Artgenossen. Wirklich. Gefühlt. Also, das war echt nice. Ja, aber es ist wirklich so. Trimax und Selina sind die Goats von der Reise. Ihr müsst euch vorstellen, also was ich krass fand bei Trimax ist, der ist wirklich so in echt wie in seinen Streams. Der ist so insane. Trimax ist, glaube ich, der Einzige, der sich also wirklich null Wieso hast du so lange kein Stream gemacht? Ohne dass irgendwer eine Kamera anhat, man muss so lachen. Ja. Aber er macht auch keinen Witz. Zum Beispiel der beste Moment war irgendwie, jemand hat so gesagt, wollen wir in den Beachclub gehen? Also, smart. Aber so full auf Ernst, so smart. Full auf Ernst, Digga. Ja, aber das sind echt wirklich so und seine Freundin, Selina, auch komplett chill, die sind beide komplett chill. Grundsätzlich sind alle Es waren alle sehr chill, wir haben sie außer Inskop, der ist wirklich... Inskop war... Ja, der ist nicht so chill. aber auch chill, aber auch chill. Ja, aber es waren alle wirklich sehr, sehr chill. Mabi, weil ihr noch keine Videos gemacht habt, während sich die anderen schon kannten, ihr wart ja quasi die Neuen. Stimmt, ja. Aber das war wirklich so ein bisschen das Ding. Also ich glaube, Nico hat mir das auch noch gesagt, ich habe noch mit ihm ein bisschen geschrieben. Nacktfotos und so auch. Ja, aber Nico hat mir das auch noch geschrieben, weil so einerseits war es für uns komplett neu mit ihm zu chillen und wir wussten ja nicht, vibet es oder ist es überhaupt was, aber andererseits wussten auch sie nicht, ob es vibet. Also die hatten uns auch einladen können und dann sind wir so diese weirden TikToker, die so nur... Stimmt, die sind so das Risiko eingegangen. Die sind voll das Risiko eingegangen, weil ich habe Nico einmal gesehen, wir haben den einmal gesehen beim Red Bull Event. Aber für 5 Sekunden. Für 5 Sekunden und Nico war wirklich, ich glaube, der war todesdrunk. Nee, Nico trinkt nicht. Nico trinkt wirklich keine Er war müde. Er war müde, ja. Ich muss sagen, im Nachhinein ist mir aufgefallen, Revi kenne ich eigentlich schon am längsten mit Abstand. Ich glaube, ich war vor einem Jahr mit Revi bei WWW. Und vor einem Jahr... Du warst mit Revi bei WWW? Ja, mit das Revi. Ist so random. Mit Revi und Nova war ich bei WWW.
Aber erstmal Retalk, Revi ist auch so, obwohl Revi online eben gehatet wird, ich habe es glaube ich schon so oft gesagt, aber Revi ist eigentlich so ein netter Dude. Aber Revi wird ja nicht wirklich gehatet, oder? Ja, ich glaube schon, dass so ein bisschen, es war halt so lange ein Witz, dass es manchmal auch so ein bisschen ernst wurde. Ich glaube, er hat mal so ein Video gemacht vor 2-3 Monaten, wo er gesagt hat, so, yo, ist jetzt auch mal gut mit dem Witz. Okay. Aber Revi ist wirklich sehr, sehr nett. Revi ist einer so, egal wo du bist, der kommt immer Hallo sagen. Das heißt, der ist nie irgendwie angepisst oder so, der kommt immer so, ey, geil, dass du hier bist oder so. Ja, eben gestern getroffen, du warst auch. Ja, der geht immer. Es gibt andere Leute, die sind manchmal so ein bisschen so, man hat die schon gesehen, aber die kommen dann nicht vorbei und sagen Hallo. Aber Mykonos war geil. An sich die Insel, 1 von 10, wie viel willst du der Insel geben? Rein vom Aussehen. 5, weil das ist eine Insel, das sind 5 Punkte, aber jede Insel ist schöner. Wegen dem Aussehen geht man sicher nicht auf die Insel. Mykonos ist von der Insel her absolut hässlich, würde ich sagen. Also wir haben ja, Digga, Ausgetrocknet komplett. wir waren in dieser ganzen Woche einmal am Strand, Digga. Nee, Einmal. öfter. Wir waren immer bei Beachclubs. Ja, wir waren, ja okay, aber nur einmal am letzten Tag gingen wir baden, so am Strand. Meinst du? So auf dem Liegestuhl, so mit chillen. Das haben wir nur einmal gemacht. Oh, in da der bin ich ganzen nicht Woche. mit, weil da bin ich früher heim. Nee, du bist dort gelegen. Oh, ich bin nicht ins Wasser. Ja, du bist nicht ins Wasser. Ich bin nicht ins Wasser. Ich bin nur aus dem Boot ins Wasser gesprungen. Ja, true. Das war geil mit dem Boot. Wie viel Geld habt ihr 2 auf Mykonos ausgegeben? Wollen wir liegen? Ja, Das kann man eigentlich schon sagen. zusammengerechnet. Mit Flug oder ohne? Ich weiß allem. nicht ohne Flug. Oh shit, der Flug kommt ja auch noch. Aber wir wissen mal, wie teuer der Flug war. Boah, Digga. Ihr müsst wissen, Chat, wenn du mit denen auf Mykonos gehst, da gehst du nicht, wir waren glaube ich kein einziges Mal, außer am letzten Tag, bei diesem Beachclub dort, wo wir baden waren wir nie in einem normalen Restaurant. Ja, die normalen Restaurants waren auch schon ein bisschen teurer. Ja. Aber ich erkläre kurz, wie das überhaupt abläuft dort. Das waren ja Erklär keine mal. normalen Ferien, Digga. Ich wusste es auch gar nicht von Anfang an. Inscope hat mir geschrieben, ja, kommst du mit? Hab ich gesagt, ja. Und dann die Unterkunft war, glaube ich, 2200 pro Person, die Unterkunft. Nicht schon mal so, wir sind 18 Leute, 2200 pro Person. Die Unterkunft 2200 für eine Woche pro Person. Das heißt, die Unterkunft hat circa mal 18, so roundabout 35.000 gekostet. 35.000! What the fuck? Ich meine, es war schon schön. Die Villen war schon sehr geil. Die waren sehr, sehr geil. Aber 35.000 ist... Ja. Die waren 35.000 für eine Woche. Und das sind so 2 Villen. Eigentlich ist es so wie ein Hotel, das aufgebaut ist eigentlich in einzelnen Villen. Und dann hast du so einen Villa-Manager, der hieß Nikos, absoluter Ehrenmann. Oh, Nikos Grüße war gehen richtig raus. gut. Und der hat, glaube ich, alles gemacht. Also dem kannst du sagen, yo, we wanna go to the beach club tonight. We wanna eat breakfast. Yeah, we wanna eat breakfast. We wanna have a massage. Oder can you bring some more Coronas? Der hat uns immer Coronas eingekauft und die eingeräumt. Can we put the turtle in the swimming pool? Ja. Sorry, we broke the turtle. Aber es funktioniert so, du hast die Villa, du bist Flitterwochen dort, du hast so einen vorbei. Villa-Manager. Und ich weiß nicht, ob Nico die kennt oder der Villa-Manager. Auf jeden Fall hatten wir so eine Firma, die uns überall hingefahren hatte. Die So ein Uber. So wie der hat so eine Taxifirma, Star Wars. Aber der hieß nicht Star Wars. Aber Stavros. Stavros, aber Stavros! Ey, Stavros, my man! wir nannten ihn immer Star Wars. Hello, Stavros. Ja, nee, Stavros hieß der. Der hieß Aber sie nicht- nannten ihn Star Wars. Ja, der hieß aber nicht Star Wars, sondern Star Wars. Stavros. Ja. Stavros. Stavros hieß der. Und die haben uns überall hingefahren. Das heißt, du bist eigentlich immer zu Hause gewesen. Dann hat es geheißen, yo, lass in den Beachclub gehen. Dann gehst du in den Beachclub. Dann gehst du vom Beachclub wieder nach Hause. Es war nie so, ja komm, wir gehen in die Stadt und dann gucken wir mal, gehen wir irgendwie dorthin. Es war immer so recht geplant am Anfang des Tages. Und das hat dieser Villa-Manager immer alles gemacht. Das war halt crazy. Das war geil. Also wir mussten literally nichts machen. Wir haben nur so im Chat besprochen, so, ja, was machen wir, lass das machen, okay. Einfach in den Tag gelebt. Einfach in den Tag gelebt. My heart just got stuck between these loops. My heart went. Mama got stuck in between these groups.